Hallo zusammen, als erstes gerade eine Anmerkung. Der Bildschirm ist leider so. Meldet doch bitte zurück, ob es cool ist oder ob es sehr fest stört, weil mich stört es eigentlich schon sehr fest. So, und jetzt fange ich an. Peace. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einem Let's Zock, sag ich mal. Ähm, Es ist Pizza Syndicate. Es ist uralt, also im Jahr 1900 irgendwas ist es noch gewesen. Ähm, ja, es ist so eine Art Pizza-Tycoon. Und ich möchte es euch jetzt einfach mal da zeigen. Ich nehme den mit dem meisten Cash. Wir können auch noch Frauen nehmen, wo jede so ein bisschen ihre Vorgeschichte hat und Männer auch. Das ist einfach leicht umgeschrieben, aber fast das gleiche. Benennen können wir ihn glaube ich nicht. Aber unsere Pizza, wir nehmen natürlich Exitus Pizza. Sehr kreativ. Die ist natürlich bombenstimmungsmäßig, oder? So. Gut, zum Zeigen lange es, wenn ich eigentlich zwei nehme. Und dann nur eine Stadt. Schweiz gibt es leider nicht. Gehen wir auf Venedig. Dann kann man da noch einstellen, was man automatisch will und was man selber will machen. Ich tue jetzt am Anfang, normalerweise tue ich immer nur Rezept automatisch erstellen lassen. Jetzt tue ich mal andere Züge, einfach, dass wir gechillt anfangen können. KIs können pleite, Ende bei Tod, nein, das kann man alles selber einstellen. Man kann bis in 6 Städte insgesamt kann man sein und es gibt alles Mögliche, wo die Leute auch verschiedene Geschmäcker haben und so. Also, wir schauen jetzt mal rein. So, das ist Venedig, da sehen wir schon unsere Pizza. Mittlere Dings. Casablanca heisst sie. Kapazitäten, das ist im Moment alles noch nicht wichtig. Die später auch nicht wirklich sehr. Da kann man auf verschiedene Wohnungen klicken, dann sieht man, was so im Umkreis wohnt. Ja. Da auf der Minimap eben sieht man auch den Umkreis dort drinnen. Die Hunger haben, das Mädchen könnte jetzt zu mir kommen, oder? Gut, so, es ist schon geöffnet. Der Computer macht wahre Meisterleistungen. Mit einer Jukebox, wo man kann Cash kaufen kann. Verschiedene Lieder und so. Ja, ich wollte einfach mal da euch zeigen, wie man sonst eine eigene Filiale aufmacht. Das können wir gerne machen. Es gibt da verschiedene Grössen, klein, mittel und ganz gross. Wir nehmen mal eine kleine zum Anfang, suchen uns da eine gute Location aus, oder? Da stellen wir uns dann gegenseitig Kunden, also nicht allzu gut. Aber das da gefällt mir. 3800 Miete, sehr schön, nehmen wir. Das sieht natürlich noch ganz leer aus, oder? Wir wollen da zuerst umbauen, und zwar wollen wir ein Lager mit Kühle und eine Küche mit Lüftung. Das kostet nochmal 8000. Aber es lohnt sich. Und wenn man das am Anfang macht, dann muss man Dings nicht zumachen. Sonst braucht man Zeit, um alle Personal, alle Gäste rauszuschaffen. Dann müssen zuerst alle langsam da runterlaufen. Und wenn sie dann draussen sind, kann man anfangen umbauen. Wir nennen sie Exitusia. Es wird natürlich eine 5 Sterne Olivgrün. Eine 5 Sterne Pizzeria. Ganz edel. Gedecktafel gross. Man kann es auch noch drehen. Ich frage mich gerade wie. Genau so. Nein. So. 3 Tische würde ich sagen lange für den Anfang. Und da wir blauen Tisch haben, blaue Böden, schauen wir schauen, dass es farblich noch ein bisschen herpasst. Ja, so passt es nicht her, ich weiss. Aber ihr werdet schon noch sehen, was ich meine. Geheimnisvoll. Ja, das ist zwar nicht so gut da. Machen wir noch anders. Dann laden wir auch immer noch einen Platz frei für Behinderte.
mit dem Rollstuhl. Es ist ja so. Da gehe ich nicht mehr raus. Ich weiss nicht, was ich falsch mache. So, noch eine. Genau, so müssten wir es. Engel mit Flöte. Ah, schön. Wieso nicht? Ein grüner Topf. Ja, ja, mit einem grünen Topf. Und somit passen die Stühle wieder ein bisschen besser her. Und sehen, was ich meine. Und ein bisschen Heizungen, dass die Leute schön warm haben. Oder ganz klar, da kann man den besten Ofen, den man will. Es gibt auch das Missionsding, so, da sind wir fertig. Der Missionsbildschirm, wo man sozusagen alle löschen. Weg. Wo man sozusagen nicht mit viel Geld anfängt, sondern nur mit 20'000 und das ist dann recht schwierig. Jetzt könnte man da von den Karten auswählen. Oder? Kirschen tönt noch geil. Ich nehme immer gerne spezielle Sachen. Ah, komm, füllen wir einfach mal. Gut. Dann kann man schauen, wie gern es die Leute haben und den Preis dementsprechend umsetzen. So, so, so. Und mit der Werbung machen wir dann die traurigen Gesichter wieder wett. Opa. Spinat, das ist nicht so gern gesehen, das können wir gerade wegrühren. Frutti di Mare, ja. Borghese, ja, weg. Kirsch, ja, lassen wir mal. Aber es war auch nicht so gern gesehen. Dann müssen wir mal schauen. Ja, gut. Jetzt haben wir da das alles auf die Speiskarte gesetzt, oder? Jetzt müssen wir das natürlich noch ins Lager holen. Wir haben ein Lager draussen, das ist Venedig 3. Wir holen jetzt uns da, ja, machen wir gerade 5, das kostet 7'900 im Quartal. Also, Mann, das Zeug, das auf Pizza drauf kommt halt. Belag. So, jetzt. Gut, bestellen wir das mal. Jetzt sehen wir, da ist das gefüllt worden, sehr schön. Das Lager ist auch minim gefüllt. Gut. Dort ist die andere. Ja, wir fressen uns gleichzeitig wieder Kunden weg, aber das ist egal. Dann könnte man es theoretisch öffnen, wir brauchen aber noch Personal. Da bin ich, mein Ansehen überall, meine Orden, je nachdem was für eine Mission was man hat, oder? Mein Charakter an und für sich, meine Waffen. Ja, es gibt eine Waffe, es ist Syndicate oder Pizza Syndicate. Es hat auch eine dunkle Seite noch. Das werden wir alles noch sehen im zweiten Part, nehme ich an. Ja, wir könnten es eigentlich gerade schützen. Mit einem sehr guten Wächter. So, der hat eine Pistole und ist überall gut. Der rührt so Punks aus und so. Werden wir auch noch sehen. Ja, das ist der Arbeitsmarkt. Wir brauchen 2 Köche, 2 Servicedüsen und einen Manager. Fürs Exitusia. So. Also, der kann schon mal sehr gut kochen. Jetzt schauen wir noch die Ausbildung an. Geschwindigkeit und Kochen. Sehr schön, unser erster Koch haben wir gefunden. Was kannst du so? Management. Schlecht. Aber wie ihr seht, wäre das jetzt eine gute Köchin. Von der Geschwindigkeit her. Und vom Wissen her. Aber sie kocht gleich nicht gut. Also sie müssen auch das Talent haben und das Wissen. Sozusagen. Den finde ich jetzt auch nicht schlecht. Für die Nachtschicht können wir den nehmen. Dann brauchen wir noch Verkaufen. Geschwindigkeit und Service können wir noch ausbilden lassen. Für die Nachtschicht nehmen wir so einen. Was? Ah, Mist, ich habe den Computer noch eingestellt. Der hat mir schon alles eingestellt gehabt. Gut, wir müssen 2 Köche noch ausrühren. Und den Computer stellen wir jetzt aus. Jetzt hat mir der voll reingefunkt, ich glaube es nicht. Ja, schauen wir halt mal den Dienstplan an. Ja, ja, wie ihr seht. Wie tun wir die ausrühren? Der Rasmus, kick him. Hat noch Abfindungen bekommen.
Und der Hans Huhn. Kick him. Gut. Genau, also. Der da, der Bodo Bende. Er ist so motiviert, da seht ihr auch wieder so Sachen, da kann man den Lohn erhöhen, dann wird er motivierter, verschlaft weniger und. Seine Ausbildung, wir können da noch weiterbilden lassen, das kostet dann 3 Quartale und 4'000 brauchen wir noch nicht am Anfang. Genau, der Manager serviert uns, man kann da den Plan verändern natürlich. Ist schon gut so. Gut. Also, Personal ist. Dann könnte man eigentlich schon eröffnen. Ui, ist das laut. Ui. Überspringen. Ui, ist das laut gewesen. Ja, jetzt können wir eigentlich noch rasch warten. Und ich habe mich entschlossen, ich werde 2 Parts müssen machen. Da haben wir gesagt, da sehen wir schon den Wächter. Haben Sie einen Lieferschein? Nein, habe ich nicht. Gut, eben da ist Pizza die Sache. Personal haben wir gesehen. Wir können noch die Finanzen anschauen. Wir können jetzt da uns irgendeinen Kredit verschreiben. Gehen wir zu dem da. Wenn man nämlich ein Minus macht, kann man sich noch retten und so. Dann machen wir noch Werbung. Ich gehe gerne zu dem, weil er einfach alles kann, aber er ist auch der teuerste. Das Hansel. TV-Spot. Machen wir einen TV-Spot in der Stadt. Das Image erforschen könnten wir noch, so irgendwie Jugendliche oder so. Wir können auch noch Gestaltungslehre und so, das tue ich manchmal gerade kaufen. Keine Ahnung, was es bringt. Es ist einfach, es macht wahrscheinlich einfach die Werbung einflussreicher. Dann da kann man alles bewerben. Wenn man jetzt eine spezielle Pizza hat, eine spezielle, zum Beispiel Ameisenpizza, kann man Ameisen bewerben. Dann haben die Leute lieber Ameisen. Jetzt, ich habe eben gerne spezielle, also bewerben wir doch einfach mal Krise. Kirschen, so. Dann können wir die noch schlecht machen. So. Mehrere Tage und die Entwicklungszeit ein bisschen verlängern und die Werbekosten, dann wird alles viel einflussreicher. So. In 19 Stunden ist mein Werbespot fertig. Den schauen wir dann an. So, sehr schön. Mal schauen, wie es da so abgeht. Gut, die Servierdüse läuft um, die Managerin ist da. Die rührt dann so Ratten und so Sachen raus. Das können wir also im nächsten Part. Das benennen wir noch um. Casa Exitusa. Ja, ganz klar. Und da eben, dann kann man so zuschauen. Der wartet jetzt. Boah, ey, ist ein Proll. Bleib locker. Bleib locker, ist ein Studi. Das tangiert mich peripher. Auch ein Studi. Schön, Sie zu treffen. Der Sören 6 ist ein Bonz. Boah, ey. Mira Murks Prollin, da kommt wieder ein Studi. Peace. Das tangiert mich peripher. Kommst du mit zur Fete? Ja, Hey, ich war's nicht. Teens und Kids. Also, wir haben da fast alle Klassen vertreten. Es gibt noch Gruftis. Mal schauen, vielleicht sind die ja in der anderen Filiale. Da ist ein Grufti. Hier meine Das ist ein Juppie. Visitenkarte. Da ist der Grufti. Ja. Darum brauchen wir eben Platz, dass die herfahren können. Voll genial durchdacht eigentlich. So, und eben das Teil heisst Pizza Syndicate. Da gibt es nämlich noch das eigene Syndicate. Das würde ich euch gerne zeigen. Aber erst im nächsten Mal. Bis dann. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein zu Let's Play Pizza Syndicate. Peace.